Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute kochen wir mal. Ja, heute kochen wir den absolut unglaublich legendären Nudelauflauf vom Montana Black. Ich habe keine Ahnung, ob ihr den kennt, ob ihr den Nudelauflauf kennt. Aber auf jeden Fall machen wir den jetzt und ich zeige euch kurz, wie der geht, aber ich zeige euch vor allem, wie geil und es schlussendlich schmeckt. So good and tasty. Zuerst haben wir natürlich rote Zwiebeln am Start. Nein, haben wir ein bisschen Mais, der Boy Mais am Start. Köstlich. Und nein, rote und gelbe Peperoni. Ja, auf jeden Fall haben wir natürlich nicht nur Gemüse, was soll das, sondern haben wir auch hier eine Käsemischung von Migrobudget. Ja moin, das ist schon von Migrobudget. Ja gut, irgendwie muss ich ja meine Supreme Kleider finanzieren. Wie viel ist ein Outfit wert? Migrobudget, ja moin. Digga, wem bist du hier? Sag mal ehrlich. Ja, und eben Käse habe ich irgendwie, glaube ich, 4-mal so viel wie auf der Packung steht, aber ich habe einfach gerne Käse und hier 400 Gramm Käse und noch Mozzarella. Ich zeige euch dann noch, wie das alles funktioniert nein, im Anschluss. Ja, aber auf jeden Fall machen wir den legendären Nudelauflauf von Montana Black. Auf jeden Fall brauchen wir hier die Gewürzmischung, Ofenspirelli à la Mama. Die sind ganz geil. Ich mache nicht oft Kochvideos, also klassisch, ich habe es vergessen, und zwar Creme Fraiche. Die müssen wir auch noch drin hauen. Ja, aber jetzt zuerst mal, muss ich zuerst mal hier Hackfleisch anbraten und ja, ich glaube, das machen wir jetzt mal. Let's go. An alle Veganer da draußen. I'm vegan now. Nein, noch nicht. Boy! Den Keiben-Nudelauflauf, den mache ich jetzt schon zum 3., 4. oder 20. Mal wahrscheinlich schon. Weil ich finde den wirklich, er schmeckt wirklich sehr geil. Ja, ich mache jetzt, ich muss den steht jetzt anbraten und nein, zeige ich euch natürlich noch den weiteren Verlauf von dem legendären Nudelauflauf. Ja, wenn das Hackfleisch ein bisschen angebraten ist, dann kann man dann auch hier die roten Zwiebeln reinhauen, beide Peperonis gerade auch reinhauen. Das ist nein, sehr geil. Was man aber auch noch machen kann, ist eben hier zum Beispiel auf der Gebrauchsanweisung sozusagen von dem da hier steht, dass man die Pasta nicht so also es ist ein bisschen besser, wenn man sie schon kocht, weil sie nicht noch hart sind, wenn man sie dann schlussendlich aus dem Ofen rausnimmt. Also ja, easy. Also ich habe vorhin natürlich noch den Mais vergessen, den habe ich jetzt auch noch drin gehauen hier in die Mischung. Das sieht dann ungefähr so aus, also Hackfleisch, Peperoni, Mais, rote Zwiebeln und wenn man es gerne hat, kann man noch Champignons drin tun. Aber ja, dann haben wir das einmal gemacht. Man hat, wie sehen wir denn? Dann haben wir das gemacht, dann haben wir Pasta haben wir auch schon abgeschüttet, weil die darf natürlich den Punkt nicht erreichen, dass sie schon oh shit, das ist noch heiß. Digga. Die dürfen natürlich den Punkt nicht erreichen, dass sie schon zu heiß sind, beziehungsweise schon zu weich sind, weil das ist im Auflauf drin so richtig weich und so. Einfach nur grusig. Ja, und dann haben wir eben hier die Gewürzmischung. Man kann eigentlich auch andere Gewürzmischungen, also eine, wo man hier in der Schweiz... Wie ist das nochmal passiert? Das ist fast abgebrochen, hey, scheiße. Nein, eine, die man hier in der Schweiz kann bekommen, kann man natürlich auch einfach da drin hauen. Und ja, das machen wir doch jetzt mal. Und wenn wir dann beide, ist mit 2 drin, dann noch gerade 1 Liter Wasser, weil es steht hier 0,5 Liter mal 2, 1 Liter. Mathe-Genie ist da. Zack, drin hauen, das gibt den absolut Bombengeschmack von dem Nudelauflauf. Das ist wirklich unglaublich gut, wie das schmeckt schlussendlich. Da kann man schon schmecken. Da verläuft ihm schon Speichel im Mund. Köstlich, das sieht richtig scheiße aus, aber das ist noch oft so, wenn man etwas sehr Geiles macht. Darum müssen wir noch kurz abwarten und dann kommt es schon noch zum geilsten Gericht, das ich jemals gegeben habe. Und eben noch den Liter Wasser einfach drin hauen. Es sieht nachher nach viel aus, aber den Liter Wasser einfach drin hauen. Und dann kann man das noch ein bisschen ankochen, noch ein bisschen machen und dann ist das sehr geil. Und natürlich, was man noch nicht vergessen darf, ist die Creme Fraiche. Wie ich schon vorher vergessen habe, die Creme Fraiche kommt auch noch da drin, in die Sauce drin. Ja. Also nachdem man das da hier ein bisschen blubbert hat, ein bisschen ziehen,
sieht das dann so aus. Es ist nicht mehr so dünnflüssig, es ist ein bisschen dickflüssiger, wie wir vorhin schon gesehen haben. Kannst du auch mit mir filmen. Die Kamerafrau wird hier absolut zusammengeschissen. Da gibt es kein Pardon hier. Nein, und nein, haben wir kaum angebratene Pasta. Schießt man hier einfach so als erste Schicht hier rein. Jetzt könnten Sie gerne filmen. Nee, also noch. Ja, hier ist noch die erste Schicht. Man sieht hier ein paar Spirelli. Aber dann kann man einfach hier mit der Sauce das mal hier drauf zu hauen. Das ist schon richtig geil. Ja, jetzt verskizzen, einfach drauf lösen hier, zack, 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 zack. Wenn man so ein bisschen, ja, kann man es noch ein bisschen verteilen hier, zack, zack, zack. Und nein, die erste Schicht eben, kann man schon ein bisschen Mozzarella drauf hauen, zack, zack, zack und zack. Das ist dann schon gut, das zieht dann eben, so wie Monte das gesehen hat, zieht dann schon geile Fäden, kann man dann schon den Käse richtig genießen. Und dann kommt die nächste Schicht Pasta drüber. So, und dann haben wir jetzt hier noch relativ viel Sauce, dann hauen wir die einfach nochmal gerade, zack, zack, da drauf. Die zweite Schicht von Sauce, wo wir jetzt hier, ja scheiße, der Löffel ist in die Pfanne eingekriegt, das ist der schlimmste Moment, der passieren kann im Leben von einem Koch. Und natürlich eben noch Spitz. Ja, Creme fraiche kann man dazwischen noch holen, dass das Ganze ein bisschen leichter kommt. Ja, absolut kein Plan, ob es leichter macht, aber keine Ahnung. Die Portion, die ich hier mache, ist natürlich für mehrere, für viele Leute, aber das kann man dann hier so draufhauen und wahrscheinlich auch noch für mehrere Tage kann man dann den Genuss haben vom absolut geilsten Gericht, was es wahrscheinlich auf dem Planet gibt. Dann hole ich da noch ein bisschen von dem Käse drauf. Der wird nicht umgegitzt, sondern da wird einfach ordentlich ein bisschen Käse drauf gehauen, dass da das Käseerlebnis eigentlich alles andere, was man die ganze Arbeit, die wir jetzt drin gesteckt haben, dass man eigentlich nur noch Käse schmeckt. Die meisten, die mit mir essen, schießen ein bisschen an, dass sie so viel Käse drauf haben, aber das ist mir im Endeffekt eigentlich auch relativ egal. Das ist jetzt schon ein bisschen das, wo ich den Käse drauf habe und ich habe hier noch ein bisschen Käse. Ja, denke mir so, ja scheiße, jetzt habe ich den gekauft, Mio-Budget, scheiße nochmal. Jetzt habe ich da den Rest, das habe ich noch nicht gegeben. Vielleicht stopfe ich noch irgendwo zwischen die Ritze irgendwo drin noch ein bisschen Käse. Ich weiß noch nicht genau, aber vielleicht mache ich das noch. Ja, wenn das nicht gemacht ist, hat er den grössten Teil der Arbeit eigentlich schon gemacht. Und hat natürlich, wenn ihr seid gewissenhaft, dann hat er davor noch den Ofen vorgeheizt auf 200 Grad, obere und untere Hitze. Zack, zack. Kann man den da drin hauen und sich erstmal 30 Minuten herlegen. Und nein, der legendäre, der wirklich legendäre. Ich kann mich selber nicht ernst nehmen. Der legendäre Nudelauflauf. Nein, einziehen. Und hier in der Küche, es ist Sommer, es ist schon schön heiß und hier ist noch eine Softbox, die mir anleuchtet und hier ist noch die ganze Küche so. Also es ist gefühlt 45 Grad, aber ja, der legendäre Nudelauflauf, ist alles gut. Also mittlerweile 30 Minuten ist der Käse beim Ofen und ja, wir nehmen ihn doch jetzt einfach mal raus. Und ich habe schon lange einen riesen Hunger, ich kann nicht mehr warten auf den legendären Nudelauflauf. Oh yeah! Oh. Ich probiere jetzt kurz schnell ein kleines Stückchen, nur für dass ich schnell auf die Aufnahme habe. Weil nein, wollte ich das selber fressen und meine Leute hier wieder so essen. Sie haben keinen Bock mehr zu warten, es schießt schon lange an, dass ich das Video aufnehme. Darum mache ich jetzt mal ein bisschen schneller. So, jetzt haben wir hier das endlich ready gemacht und wir wollen es essen. Also, das ist mal jetzt probieren. Jawohl! Das ist immer geil. Ich mache das Video fertig, wenn euch das Video gefallen hat, lasst wirklich ein Like da. Es würde mir wirklich helfen, der E-Like und der Pro-Like kommt der Nudelauflauf nochmal besser. Das hat alles gerade absolut keinen Sinn gegeben, aber scheiß drauf, jetzt zuerst schon mal essen und bis zum nächsten Mal. Nudelauflauf.